Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde unserer Ausstellung, Ausstellungen in unserer Brauerei haben schon eine lange Tradition. Wir haben zunächst oben in der Flaschenabfüllung und später hier unten in der Vollrundhalle Bilder und Skulpturen von Künstlern aus ganz Deutschland gezeigt. Heute im Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 ist es die 20. Ausstellung. Und mit ihr ist noch manches anders. Ausgestellt werden Bilder eines Buchprojektes, für das wir mit anderen Brauereien die Patenschaft übernommen haben. Nicht um den Beweis anzutreten, dass Bier ein Kulturgut ist und Brauen eine Kunst, sondern weil wir es spannend fanden, dass Schriftsteller und Maler, Autoren und Fotografen ihre Gedanken zum Thema Bier künstlerisch umgesetzt haben. Dieses Buch, was Sie auch erwerben können, ist letztendlich ein Projekt des Musikers und Gastwirts aus Berlin, Peter Glückstein, der die legendäre Bar am Lützowplatz betreibt und der eben 104 Künstler und 52 Autoren gewonnen hat. Wir begrüßen Sie, sehr geehrter Herr Glückstein, und mit Ihnen Frau Koch-Stüdemann. Sie beiden haben das Projekt letztendlich als Idee entwickelt und auch letztendlich gestemmt. Wir begrüßen Sie heute Abend hier sehr herzlich. Ja, das Projekt ist auch insofern eine Besonderheit, weil man eine besondere Form der Honorierung für die Künstler gefunden hat. Eine Honorierung, die uns Bierbrauern, die ja unter anderem auch den Vorzug haben, dass sie steuerfreien Ausdruck genießen können. Also diese Art der Bezahlung hat man auch hier gefunden, denn jeder Künstler darf in der Bar am Lützowplatz einen Deckel machen. Er darf also immerhin 1000 leckere Biere, ob alleine, zu zweit oder in großer Runde, dort in der Bar am Lützowplatz genießen. Und dieses Bier stammt dann eben auch von den Brauereipaten und somit können Sie dann irgendwann, ich weiß noch nicht wann, aber es wird sicherlich für die Bar am Lützowplatz ein Höhepunkt in ihrer Geschichte sein, auch unser Bier trinken. Im Moment. Ja, heute sehen wir erstmals einen Großteil, es sind nicht alle Bilder aus dem Buch dabei, aber ein Großteil des Ergebnisses dieser Arbeit von Peter Glückstein und Frau Koch-Stüdemann. Dies ist auch die erste Präsentation nach der Eröffnungsausstellung in Berlin, die war im Herbst letzten Jahres. Weitere Ausstellungen in ganz Deutschland werden folgen. Neben dem Buchprojekt freuen wir uns, dass wir heute auch den Schauspieler Uwe Fellensiek begrüßen können, ein waschechter Bochumer, ein eingefleischter Bochumer. Herr Fellensiek, herzlich willkommen. Selbst Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, der Bierkrug macht uns klüger. Und Herr Fellensiek wird heute, jetzt gleich nach mir, einiges aus dem Buch zum Getränk Bier vortragen, was eben den Schriftstellern und Autoren dazu eingefallen ist. Ja, ich habe gesagt, dass einiges Neues an dieser Ausstellung. Früher haben wir die ausschließlich in geschlossenen Kreisen auch nur an einem Abend gezeigt. Dieses Jahr wollen wir sie an 4 Tagen zeigen und wir freuen uns, dass Sie heute schon zu uns gekommen sind und tragen Sie es ruhig weiter, dass wir an den nächsten Abenden, außer den Freitagabenden, auch hier die Ausstellung zeigen, am Wochenende jeweils am Nachmittag. Dass wir das Bier und die Getränke heute verkaufen, hat auch ein Ziel. Natürlich hat ein Unternehmer meist das Ziel, letztendlich auch ein gutes Geschäft zu machen. Wir wollen aber mit dem Verkauf des Bieres die Initiative Villa Markov unterstützen und für sie Geld sammeln. Und dahin soll auch der Reinerlös gehen. Die Initiative Villa Markov, von meinem Bruder und von mir initiiert im Jahr unseres 125-jährigen Bestehens,
hat das Ziel, die Fassade des Kunstmuseums Bochum zu restaurieren, und wir könnten gerade zum Jahreswechsel der Stadt Bochum einen Betrag von 200.000 € zur Verfügung stellen, die von vielen Bochumern, von vielen engagierten Bürgern zusammengetragen wurde. Und damit ist der erste Schritt eben getan, dass auch die kleine Fassade zur Kortumstraße hin, die Bochumer werden es kennen, restauriert werden kann. Und voraussichtlich im Sommer diesen Jahres wird dann die ganze Fassade der Villa Markov im neuen Glanze oder im alten Glanze erstrahlen. Aber in Zeiten knapper Kassen das Kunstmuseum auch weitere Unterstützung bedarf, trinken Sie fleißig, es tut dem Museum gut. Wir werden dann das Museum entsprechend unterstützen. Wir wünschen Ihnen heute einen interessanten, einen angenehmen Abend mit gutem Gedankenaustausch auch und angenehmen Erlebnissen, und darf jetzt einen Felsensieg nach vorne bitten.